Schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie zur heutigen Folge, die da heißt, wie Hausnummern und Straßennamen nach Köln kamen. Hat immer noch nichts mit dem Dom zu tun. Die Folge, wie der Dom nach Köln kam, die kommt noch. Heute befassen wir uns mit den Hausnummern und den Straßen. So, jetzt sehen wir hier, mal wieder weg vom Wind, sehen wir jede Menge Touristen und Immis. Wie finden die sich hier in der Straße zurecht? Ja, heutzutage ganz einfach, mit einem Stadtplan. Aber jetzt stellen Sie sich mal die Immis im Mittelalter vor. In all den Gassen, Straßen, Häusern, Plätzen sich zurechtfinden, war nicht gerade einfach. Wie haben sie das gemacht? Ich entführe Sie mal kurz. Damit Sie das mal ansatzweise nachempfinden können, habe ich es mal mitgenommen. Und zwar in der Busch. So, jetzt stellen wir uns doch mal vor, dass die Bäume alle Häuser sind. Hier dieser Weg und hier dieser Weg und hier dieser Weg und hier dieser Weg die Hauptstraßen sind. Und dass die dünnen Plätze zwischen den Bäumen so einzelne Gassen sind. So kleine Jästchen halt. Ne? Ja, und dann stehen sie hier. Ja, und dann wollen sie der Pützein finden. Wie finden sie den? Ihr habt dafür eine, wie soll ich sagen, echt innovative Lösung zum Zeiten des Mittelalters. Und zwar hieß das Stadt erfahren mit allen Sinnen. Ja, das heißt nicht nur gucken. Also Sie sehen, ich gucke jetzt geradeaus und filme mich von rechts. Ne? Nein, es heißt nicht nur riechen. Es heißt nicht nur schmecken. Naja, schmecken lassen wir mal weg. Oder hören. Genau diese drei Dinge zusammen, mit allen Sinnen. Okay, nehmen wir Schmecken mit dazu, haben wir den vierten Sinn auch noch. Und was war der fünfte? Hören, riechen, sehen, ja. Und damit hätten wir alle Sinne zusammen. Und somit fand man sich im Mittelalter als Immi zurecht. Glauben Sie nicht? Zeige ich Ihnen. Ich befinde mich jetzt hier am Wallrafplatz, also zwischen Hohe Straße und Dom. Ja gut, der hieß nicht immer Wallrafplatz. Ne? Also im Mittelalter hieß das Ding hier nämlich noch gar nicht Platz, weil das gab noch keinen Platz hier. Da war das eine Kreuzung, da wo ich mich jetzt befinde. Drehen wir uns mal rum. So, und zwar hieß das damals an der Hohen Schmiede, heute die Hohe Straße und unter Fetten Hennen. So. Das hielt sich an bis 1794. Ferdinand Franz Wallraff von der französischen, damaligen immer die Franzosen, ne? Die Erlaubnis erhielt, hier irgendwo so ein Kunsttheater bzw. Kunstausstellungshaus, Wallraf-Richarts-Museum, sagt Ihnen vielleicht noch was, aufzumachen. Und diese Kreuzung hier an dieser Straße, die wurde aufgelöst. Und man kam aufgrund des Hauses und aufgrund von Ferdinand Franz Wallraff diesen Namen. Solche Musik gab es damals allerdings noch nicht hier. Aber die Jungs haben Spaß. Aber lass nur bei der Musik sein, ne? Gut, jetzt hatte ich ja gesagt, mit allen Sinnen, ne? Und dass der Wallrafplatz jetzt wohl Wallrafplatz heißt, hat wohl mit dem Sinne im Sinne der Freundschaft zu tun. Man nennt es heute Klüngeln. Wie auch immer der das geschafft hat, ne? Da war der Höflichkeitssinn vielleicht. Kann es ja auch gewesen sein. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Namen der Straßen. Und daraus erfahren Sie, was es mit all den Sinnen auf sich hat. Zum Beispiel die Glockengasse, die Kolumbastraße, die Minoritenstraße,
am ehemaligen Kloster. Die Marzellenstraße. Die große Budengasse, kleine Budengasse. Die Bürgerstraße. Und der Taschenmacher. Da wo eben noch bei Dünnes und Scher die ganzen Touristen saßen, standen, ne? Und alle mal kräftig an das Näschen gefühlt haben, weil das bringt ja Glück, habe ich auch schon gemacht, ne? Auch mit dem anderen Näschen habe ich das schon gemacht, dann müssen sie aber nicht sehen. Die beiden stehen im Brigittengässchen. So. Auch das hat was mit Sinne zu tun. Dem vorhin erwähnten Liebessinn, weil die zwei hier, ne, waren unstreitbar in das Brigitte verschossen. Das Brigitte war so ähnlich wie das Griet vom Jan, nämlich ja, Marktverkäuferin, nebenan hier auf dem Altermarkt. Nun muss ich die ganzen Sachen mal zusammenbringen. Sie haben vorhin Straßennamen gesehen. Sie haben sich vorhin auf einer Kreuzung im Wald befunden und wussten nicht, wo sie hin sollten. Sie fühlten sich also wieder im Mittelalter. Ja, und im Mittelalter gab es nun mal sehr viele Analphabeten, die halt nicht irgendwie was Großartiges mit Straßennamen anfangen konnten. Ja? Und somit musste man mit allen Sinnen, auf gut Deutsch gesagt, sich diese Plätze merken oder herausfinden. Ja? Da hieß zum Beispiel die Brückengasse, weil es da zur Brücke ging. Da hieß die Kirchstraße, weil, logisch, da war die Kirche, wie der im Pott immer sagt. Ne? Ich kann das nicht, ich sage immer Kirch. Warum allerdings die Hornstraße heißt, hat sich bisher bei mir noch nicht so richtig entschlossen. Aber wir reden ja auch von den alten Namen. Es sind viele Namen von Straßen in den Jahrhunderten verändert worden, angepasst worden. Wie ich vorhin zum Beispiel sagte, hieß ja auch die Hohenstraße zur Hohen Schmiede. Das heißt also, dort wurden dementsprechend hochwertige Schmiedearbeiten gemacht. Das heißt also Schmuck, nehme ich mal an. Darüber hinaus konnte man sich in den Straßen auch nach Gerüchen orientieren. Zum Beispiel in der Gerberstraße stinkt es. Beim Bäcker, da wo viele Bäcker sind, in der Bäckerstraße, da roch es gut. Und zudem ja aber auch noch das, was man heutzutage die Viertel nennt. Die über ihre Lage entsprechend ihre Namen erhalten haben. Ich sage jetzt mal Südstadt oder Ehrenfeld. Handwerker siedelten sich zumeist in Gassen an. Da wäre dann zum Beispiel die Tuchfärbergasse, die Schildergasse. Hier wird noch für eine Trankgasse. Haben wir vorhin auch gesehen, ne? Ne, die Trankgasse habe ich Ihnen ja nicht gezeigt. Aber die Trankgasse war zum Beispiel dann die, wo der beste Kölsch gab. Eine Gaststätte neben der anderen, oder wie man heutzutage sagt, Brauhaus. Im Mittelalter gab es also noch keine Hausnummern im üblichen Sinn. Naja, bis die Franzosen kamen. Jetzt sind wir bei den Franzosen. Die haben nämlich das System der Konskriptionsnummern eingeführt. Da steht nämlich bei dem Wind, ich halte mal die Hand davor, so jetzt ist der Wind weg. Und zwar wurden dann von einem zentralen Gebäude aus alle Häuser der Reihe nach durchnummeriert. Wurde dann später aufgelöst, logischerweise, weil da ging mein Haus kaputt und keine Ahnung, da wurde dann das Verfahren so geändert, dass man dann neuen Häusern in einer Straße die nächste fortlaufende Nummer zur Straße gab. Und somit näherte man sich dem heutigen System, was wir kennen. Allerdings das System der Konskriptionsnummern, das gibt es heute auch noch. Und zwar zum Beispiel ja, in Koblenz am Ehrenbreitstein oder Fels, wie der heißt. Das gibt es aber auch noch hier in Köln. Da ist wieder Wind. Und zwar das berühmteste Gebäude der Stadt. Hat eine ganz berühmte Nummer. Überlegen Sie mal welche. Ja, und jetzt wissen Sie, wie es hier in Köln mit der Obrigkeit und ohne die Obrigkeit zu Straßennamen
Platznamen, Viertelsnamen und Hausnummern gekommen ist. Ich hoffe, das hat Sie jetzt ein bisschen interessiert, Sie schlauer gemacht und Sie hatten ein bisschen Spaß dabei. Ja, und dann würde ich mal sagen, lehnen Sie sich doch einfach wieder schlafen.